Da war der Sand. Ha? Ich glaube, die Route zittert. Ah ja, können wir denn jetzt da krumm? Unterirdisches Wasser. Ein Wasserbeutel. Ein prall gefüllter Wasserbeutel. Ja, wir haben einen Wasserbeutel gefunden. Und da herum. Achso, jetzt geht's nicht mehr. Okay. Kann vielleicht der irgendwas damit anfangen? Völlig sinnlos. Sinnlos. Nichts. Jetzt haben wir nämlich den benzingetränkten Turban. Können wir vielleicht damit die Statue reinigen? Ha! Wie ich es vermutet habe. Die ist nicht aus massivem Gold. Sie wurde mit Goldfarbe bemalt. Dafür gibt es einen Namen. Betrug. Wo ist Ihr Chef? Ist weggegangen. Klar, weggegangen. Können Sie ihn irgendwo sehen? Nein, oder? Nur ich bin hier, ein einfacher, ja so ist es, Angestellter. Ich werde es beweisen. Chef! Chef! Sehen Sie, er ist nicht da. Das macht nichts. Die Behörden werden die Angelegenheit regeln. Ich habe vor, es Ihnen mitzuteilen. Einiges zumindest. Ich werde Ihnen natürlich die Statue geben. Sagen Sie mal, raucht Ihr Chef? Ja, Effendi. Warum fragen Sie? Dann kaufen Sie schon etwas Tabak für ihn. Sie können ihm etwas bringen, wenn er im Gefängnis sitzt. Oh, ich werde ruiniert. Hören Sie, könnten wir nicht, sagen wir, ein Übereinkommen erreichen, einen Pakt unter Gentlemen? Ah, ich bin ungern bestechlich, aber was soll's. Aber ich verhandle direkt mit Ihrem Chef. Ich werde warten, bis er kommt. Nicht nötig. Ich bin der Chef. Sie? Waren Sie nicht ein einfacher Angestellter? Nein, ich habe keine Angestellten, außer meiner Schwägerin. Sie ist unten. Sehen Sie, ich werde ehrlich sein. Ja, und ich bin der Osterhase. Sprechen Sie. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit. Nur so kann ich meinen Harem von 300 Frauen und meine 550 Kinder ernähren. Ich bin ein armer Mann. Die Hypothek für meinen Palast läuft in 3000 Jahren aus und das Geschäft reicht gerade noch, um die 12 Chauffeure meiner Autosammlung zu bezahlen, Effendi. Haben Sie kein Erbarmen? Die Touristen kaufen einen meiner falschen Artikel, glauben, dass es echte Reliquien aus massivem Gold sind und sind dabei glücklich. Stellen Sie sich vor, Ihnen kommt mein Betrug zu Ohren. Dann werden Sie schuld sein, dass meine Kunden in Depressionen verfallen. Diese armen Millionäre werden die Stunde verfluchen, in der sie ihr Kleingeld für ein falsches Stück ausgegeben haben. Ich kann so eine Ungerechtigkeit kaum ertragen. Sie sind mir vielleicht ein Sensibelchen. Es tut mir aufrichtig leid. Ich wollte Sie nicht traurig stimmen. Kann ich etwas dagegen tun? Vergessen Sie das Thema. Abgemacht. Sie sind vielleicht geizig. Meine Güte. In Ordnung. Ich werde Ihnen mein Geheimnis verraten. Sehen Sie die Kiste dort? Sie dürfen sie aufmachen. Sie beinhaltet das, was mich so unverschämt reich gemacht hat. Es ist das Geheimnis meines Erfolges und ich gebe es Ihnen. Aber unter der Bedingung, dass Sie den Mund halten. Einverstanden. Ich nehme an. Sie sind ein waschechter Betrüger. Einer von den richtig Großen. Was dachten Sie denn? Ach so, wir dürfen in die Kisten reinschauen und ich kann mir schon denken, was da drin ist. Wahrscheinlich wird der Farbtopf drin sein. Komm zu Papa. Ja. Goldfarbe. Goldfarbe. Der Händler ist ein echter Gauner. Und was machen wir mit der Goldfarbe? Können wir vielleicht... Ja, Moment einmal. Obwohl ich überhaupt... Das Blech ausstreichen, aber das hat er da... Das klappt nicht.
Nada, geht nicht. Da tut sich nichts. Können wir denn die Goldfarbe nicht irgendwie den geben? Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Nick, kann denn dann das Smart da noch irgendwas kaufen? Das klappt nicht. Was kosten die Sphingen dort? Gut ausgesucht. Eine genaue Kopie des Sphinx von Gizeh. Ja, aber was ist es denn? Ein Tier oder ein Mensch? Es ist ein Fabelwesen mit Kopf, Hals und Brust einer Frau und Körper und Beinen eines Löwen. Und warum hat sie keine Nase? Hat Mike Tyson sie vielleicht abgebissen oder wurde sie von Michael Jacksons Schönheitschirurgen operiert? Sie hat sie durch die Druckwelle einer Kanonenkugel verloren, als Napoleons Truppen vor Kairo standen. Das Ganze beginnt sehr didaktisch zu werden. Aber sagen Sie mir, was hat es mit dem Preis auf sich? Wie viel kostet sie? Nur für Sie und weil Sie mir sympathisch sind. 4 ägyptische Pfund. 4 Pfund? Auf keinen Fall, das ist ja Raub! Wie Sie wollen. Feilschen Sie gar nicht? Sie sind mir vielleicht ein Händler. Sie müssen doch feilschen! Ich zum Beispiel kann es richtig gut. In meinem Dorf bin ich berühmt dafür. Sie meinen, ich soll mit dem Preis runtergehen? Nein, ich bitte nur darum, dass Sie ein bisschen feilschen. Wer weiß, vielleicht gewinnen Sie sogar. Wie viel geben Sie dafür? Nix. 8 Pfund. 2. 6. 4. 5. Und das ist mein letztes Angebot. Sie machen aber schnell Schluss. Na gut, wozu brauche ich eine Sphinx? Vergessen wir das Feilschen. Also können wir nicht kaufen. Was hat er denn für Sonderangebote? Was haben Sie im Sonderangebot? Ah, ein Weiser sind Sie, zu wissen, dass es besonders gut ist, hier zu kaufen. Sie werden in ganz Ägypten nichts Besseres finden. Außerdem haben wir diesen Monat Schlussverkauf. Für den Kauf von 3 Artikeln verschenken wir ein Exemplar der Wunder Ägyptens im Taschenbuchformat. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, Sie möchten mir die Katze im Sack verkaufen. Das Beste ist, Sie hören mit den Geschichten auf und wir kommen direkt zur Sache. Was haben Sie, das sich lohnen kann? Unendlich viel. Wie Sie sehen, ist mein Geschäft sehr gut ausgestattet. Ich habe fast alles. Von den besten Reproduktionen der bedeutendsten Monumente Ägyptens bis zu den delikatesten und luxuriösesten Stoffen aus den exotischsten Orten der Welt. Ja, ich sehe schon. Ohne die unglaubliche Menge an unschätzbaren Antiquitäten zu erwähnen, die von den bekanntesten Sammlern begehrt werden. Außerdem habe ich Eintrittskarten für das Europacup-Finale. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich pleite. Überlegen Sie es sich gut, mein Herr. Ich bin sicher, dass irgendwas für Sie von Interesse sein kann. Suchen Sie gut aus. Ach, ich habe... Und was mit... Das bedeutet... Gut. Also, wir können da nichts mehr kaufen. Können wir denn das Blech dem Archäologen zeigen? Oder ihr da vielleicht? Völlig sinnlos. Sinnlos. Oder Moment einmal. Können wir denn das Blech irgendwie damit austauschen? Da tut sich nichts. Achso, da tut sich nichts sehen. Was dazu einfach gewinnen. So, reden wir mal sie an. Und schauen, was sie zum Song hat. Entschuldigen Sie, Sie müssen vieles über Imhotep wissen, oder? Der mit den Mullbinden. Ich habe einiges darüber gelesen, ja. Aber der Fachmann auf dem Gebiet ist Professor Arch E. Logan. Er ist eine Koryphäe. Er hat sich jahrelang dem Studium von allem, was mit Imhotep zusammenhängt, gewidmet. Hervorragend. Wo kann ich ihn finden? Hinter der Tür dort, aber Danke. ich habe strikte Anweisungen, dass er unter keinen Umständen gestört werden darf. Schläft er? Nein, aber Sie können ihn nicht besuchen. Tut mir leid.
Ich würde meinen Arbeitsplatz aufs Spiel setzen, wenn ich Sie zu ihm vorließe. Was macht das schon? Ich habe Nein gesagt. Also hören Sie auf, Mr. Smart. Jeff Smart. Zu Ihren Diensten. Das meine ich ja gerade. Ich bin im Dienst. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Ja, also Nick. Das können wir ihr nicht sagen, oder? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Können wir denn da drin noch irgendwas Völlig sinnlos. kombinieren? Nichts? Nixe. Ja, wir haben Goldfarbe. Und Wasser. Wir wollten Wasser haben. Wen können wir denn Wasser geben? Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. Oder Moment einmal. Können wir vielleicht die Flaschen befüllen? Nichts? Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Oder können wir mit der Goldfarbe irgendwas Völlig sinnlos. ausstreichen? Nick. Oder hätten wir die Blechtafel mit dem Clever kaufen sollen? Aber die Geldbörse hat auch der Smart. Und die hat gerade er gekriegt, also war es schon irgendwie richtig. Jetzt wenn wir noch mal rausgehen. Jetzt werden wir dem Geld geben. Vielleicht sollte man davor mal speichern. Wer weiß, was passiert. Gut, dann probieren wir mal das aus mit der Brieftaschen. Nada. Geht nicht. Ach so, es geht nicht. Können wir denn... Ja, ich glaube, wir müssen wieder alle Sachen durchprobieren. Vielleicht braucht der die Schaufel. Nichts? Nixe. Ein Zweig. Das klappt nicht. Annik. Goldfarbe. Halt. Nada. Geht nicht. Annik. Wasserflaschen. Hier haben Sie Ihren Wasserbeutel, mein Freund. Wie? Mein Wasserbeutel? Mein glückbringender Wasserbeutel? Wie haben Sie ihn gefunden? Genau damit, mein Freund. Glück. Ach, der braucht den Wasserbeutel. Warum ich? Warum jetzt? Was wird es kosten? Aber weiter geht's nicht. Tja, das Blech. Können wir... Die Goldfarbe hat der Clever. Oder gibt's noch eine? Dosen mit Goldfarbe. So ein Halunke. Vielleicht kann ich die gebrauchen. Ach, der hat auch eine? Können wir denn das jetzt anstreichen? Da tut sich nichts. Nix seh. So, jetzt schauen wir mal ins Museum. Vielleicht gibt es da irgendwas. Durchgang. Geht's eigentlich da hinten weiter? Ach, da geht's auch noch hinten. Da waren wir nämlich noch nicht. Und da haben wir... Ein Tier. Ein Buch. Schön, aber was soll ich damit? Und du bist weg.
ein Buch. Ein Buch. Da haben wir noch eins. Nichts Interessantes. Wozu? Ich habe schon einen. Ach so. Können wir das anstreichen? Das klappt nicht. Ah, nicht. Können wir das Jetzt ist das Buch noch schwerer. beschweren? Das habe ich mir gerade gedacht, weil doch das andere auch recht schwer ist. Weil wir doch das irgendwo was Ähnliches brauchen. Um auszutauschen. Können wir denn das jetzt austauschen? Jetzt müssen wir da hinten wieder. So, probieren wir gleich mal aus. Mal sehen, ob sich das Üben gelohnt hat. Ich werde sie austauschen. So, ganz vorsichtig. Ein Buch über ein mythologisches ägyptisches Zepter. Alle Archäologen scheinen den Artefakt zu suchen. In dem Band ist sogar ein Bild davon. Ja, jetzt haben wir das Bücher. Ist das Buch der Toten jetzt gewesen? Es ist nämlich die Rede von einem Zepter.